ich grüße euch alle, froh und heiter. Wir sind in 2020, aber der Wahnsinn geht weiter. Ihr könnt schon mal mitschunkeln. Schaust du einmal auf unsere Welt, dir manches davon nicht gefällt, denn vieles ist behämmert, schwachsinnig, verrückt und belämmert, und auch die Bekloppten der Welt, die tun oft, was uns nicht gefällt, sind blöde, verrückt und noch hohl, ja, da denkt ein jeder wohl. Ach, wissen Sie ja, ach, wissen Sie ne, wenn ich das so hör und auch alles so seh. Ach, wissen Sie ja, ach, wissen Sie ne, da jede de Hut in de Höhe. Jawohl! So, Leute, und jetzt mal ganz kess, alle zusammen, gebt mir ein S. Ja, toll, gebt mir ein T. Und jetzt noch ein Au. Und was dabei rauskommt, das heißt einfach Stau, in dem steht ganz Düsseldorf jeden Tag nur wegen unserer toll bekloppten Umweltspur. Ja, die hat der OB in seiner Not errichten lassen gegen's Dieselfahrverbot. Für Busse und Taxis und E-Autos fein und Fahrräder soll diese Spur doch sein und Autos. Und da kommt man ins Stutzen, die mindestens 3 Leute gleichzeitig nutzen. Für Fahrgemeinschaften gilt das eben. Ja, aber alle, die mitfahren, müssen auch noch leben. Ja, drum fallen als dritte Ei der Daus Leichen und Aufblaspuppen vorerst mal aus. Aber ein neuer Berufszweig ergibt sich do dann. Der Umweltspurmitfahrer, der dritte Mann. Zu mieten für 2 € die Fahrt bitte sehr. Der fährt der ganze Tag Umweltspur, immer hin und noch her. Das ist am Ende nicht mal teuer. Die 2 € kannst du absetzen. Als Geiselballast Umweltsteuer. Ja, freut euch, Leute, sag ich vehement. Für diesen Dritten braucht es nicht mal Kokident. Ja, man es vielleicht so sehen muss, als des Wahnsinns letzter Geiselschluss. Aber jetzt sag mal, Leute, wem ist denn von den Dollen allen das mit der Bonpflicht eingefallen? Jedem Brötchen ein Bönkchen, das ist jetzt Pflicht. Druck dir die Kasse, ob du's willst oder nicht. Der weg auf der Hand und über die Thek. Ja, selbst mit Belag kriegst du nur mit Beleg. Für jede Furzschrippe, die faktoriert, da wird eine Quittung generiert. Und wegen dem Blödsinn, da sammeln wir jetzt Milliarden Bons auf Thermopapier, die kein Mensch braucht und kein Mensch will, für ein Rundstück überflüssiger Sondermüll. Das versteht sogar meine Oma, das weiß ich genau. Die fragt mich ja, wer ist denn jetzt die Umweltsau? Selbst die Toten Hosen haben schon reagiert und ihren Hit jetzt modifiziert. Ja, der Text ist wirklich gut gelungen und wird ab jetzt wie folgt gesungen. Der Beleg fürs Brot mit Schinken. Nee, nicht Schinken, Quittung heißt das, Quittung. Der Beleg fürs Brot mit Schinken. Der Beleg fürs Brot mit Ei. Nee, Bon. Muss ja irgendwie gehen, oder? Machen wir nochmal. Der Beleg fürs Brot mit Schinken. Der Beleg fürs Brot mit Ei. 2 Belege für 2 Brote
eins mit Quittung, eins mit Bon und dann noch schnell noch einen Kassenzettel. Für den Bommi, oh wie fein, denn den alten kühlten Fusel gibt's nicht ohne Lieferschein. Jawohl, hey! Achtung, es wird kritisch. Denn apropos Wahnsinn, liebe Leute, der WDR-Kinderchor, der hatte Freud. Der durfte zu Satirenzwecken und um das Publikum zu necken, die Oma, die ein Kotelett brät und dabei in Verdacht gerät, zu viel des Billigfleischs zu konsumieren, als Umweltsau mag titulieren. Sie fährt per SUV herum und mäht damit noch einen Opa um. Davor, da hat sie noch verschwendet gar viel Benzin. Das Liedlein endet, da steigt die Oma gar nicht dumm vom Fliegen auf die Kreuzfahrt um. Schlussendlich heißt's am Ende genau, meine Oma ist doch keine Umweltsau. Satire, Satire, die darf das frei heraus. Doch was aus so einer Satire wird, sieht manchmal düster aus. Denn kaum war das Liedchen online raus, da brach ein böser Shitstorm aus. Die Omas der Nation beleidigt, die Redaktion sie schnell verteidigt, die Kinderschützer sahen verächtigt, die Aktion instrumentalisierungsverdächtig. Das Liedchen wurde vom Netz genommen, da wurde mit Mord gedroht beklommen. Die Grünen sahen nun versiert die Omas als instrumentalisiert und witterten daraus geschickt den Generationen-Großkonflikt. Und weil das fast ein Flächenbrand, entschuldigt sich der Intendant. Doch für diesen Zug am Zügel bezieht der verbal kräftig Prügel. Satire, Satire, die darf das frei heraus. Doch was aus so einer Satire wird, sieht manchmal düster aus. Jetzt sahen Journalisten gar die Pressefreiheit in Gefahr. Ihr Schaffen würde so zensiert. Da wird dann auch noch protestiert vorm WDR. Da prügeln sich so dolle mit denen, die kein GEZ mehr zahlen wollen. Und alles kommentieren und quoten dann auch noch diese braunen Idioten. Da mischen sich, das finde ich fein, endlich die Schweinezüchter in die Sache ein. Ja, die sehen in diesem Lied pressierend das Wörtchen Sau als stark diskriminierend. Drauf steicht der WDR mit froher Miene das Schweinefleisch aus der Kantine und während dieser ganzen Shit das Lied zum echten YouTube-Hit. Satire, Satire, die darf das frei heraus, doch was aus dieser Freiheit wird, sieht manchmal düster aus. Zieht man nämlich denn jetzt Resümee, ganz einfach, ich die Sache sehe. Zum Beispiel zeigt uns Knall und Hart, wie man Satire zu Satire macht. Bloß hätt RTL uns das serviert, hätt keine Sau sich echauffiert. Nur diesem Depp, der mittendrin genau die Oma macht zur Nazi-Sau, dem rate ich Hirn mal früher einzuschalten. Wer so eine Halbbildung hat, sollte besser die Fresse halten. Dem WDR sag ich mit Lachen, aufstehen, schütteln, weitermachen, Satire, Satire, darf vieles frei heraus. Und wenn wir das nicht tolerieren, sieht's mit der Freiheit düster aus. Oh, danke. So, dann können wir jetzt, das wird uns gelingen, zum Schluss ein Lied auf Düsseldorf singen. Denn wer hier geboren, wer hier lebt, der weiß fein, diese Perle an der Düssel ist doch die schönste Stadt hier am Rhein.
Mit Wibbel und Altbier, mit Mostert und Heine, mit Blutwurst, Lambetes, ihr wisst, was ich meine. Jan Wellem und Altstadt, Schloss Benrath, der Kö, die Arena Fortuna und natürlich die DEG. Und ist auch der Schlossturm gegen den Dom wirklich, wirklich klein. Aber dafür setzt uns da auch kein Mensch einen Erzbischof rein. Düsseldorf, hello, tschüss zusammen. Hey, an der Düssel, wo ich geboren bin, oh, da gehör ich hin. Tschö. Lieber Jürgen, ich mache jetzt einmal etwas, was nicht in der Regie steht. Ich bin extra nach vorne gekommen, weil das gibt's wirklich im Karneval ganz, ganz selten, dass Leute während einer Rede aufstehen und applaudieren. Weil genau mit der Büttenrede kann man das transportieren, man kann Zeichen setzen, man kann Satire rüberbringen. Und dafür steht hier auch der Düsseldorfer Karneval. Hier vorne ist Jacques Tilly im Rosenmontagszug einfach nicht wegzudenken. Und hier ist Jürgen Hilger aus dem Karneval in Düsseldorf auch nicht wegzudenken. Einmal Düsseldorf! Jürgen Hilger! Düsseldorf! Vielen, vielen Dank.